Matthäus Kapitel 12. Zu selber Zeit wanderte Jesus an den Sabbat durch Kornfelder. Seine Jünger haben Hunger und fangen an Ähre abrupfen und essen. Die Pharisäer sehen es und sagen: «Schau, deine Jünger machen etwas, was man am Sabbat nicht darf.» Er geht zurück. Habt ihr nicht gelesen, was der David gemacht hat, als er und seine Leute Hunger hatten? Wie sie in den Tempel hinein sind und die heiligen Brot gegessen haben. Dabei haben es er nicht und seine Leute nicht dürfen essen, nur die Priester. Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, dass die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat entweihen und sich gleich nicht verfehlen? Ich sage euch, das da ist wichtiger als der Tempel. Wenn ihr verstanden hättet, was es heisst, verbärmst wollte ich nicht Opfer, so würdet ihr die Unschuldigen nicht verurteilen. Was man am Sabbat darf und was nicht, sagt der Menschensohn. Und von dort geht er weiter und geht in ihre Synagoge. Dort steht ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Und sie fragt ihn: «Darf man heilen am Sabbat?» Sie wollen ihn nämlich anklagen. Er sagt zu ihnen: «Wer von euch würde sein einziges Schaf, das am Sabbat in ein Loch runterfällt, nicht wieder rausholen? Wie viel mehr wert als ein Schaf ist ein Mensch? Darum darf man Gutes tun am Sabbat.» Dann sagt er zum Mann: «Mach deine Hand auf.» Und er macht sie auf, und die Hand ist wieder gesund, gesund wie die andere. Die Pharisäer gehen raus und beschliessen, ihn aus der Welt zu schaffen. Als der Jesus hört, verzieht er sich aus dieser Gegend. Und viele Leute begleiten ihn und er macht all gesund. Und er bläut ihnen ein, sie sollen nichts ausbringen über ihn, das wahr wird, was der Gott durch den Prophet Jesaja gesagt hat: «Schau, mein Knecht, den ich ausgesucht habe, den ich gern habe, der mir gefällt. Ich will ihn mit meinem Geist ausrüsten und er soll allen Heiden das Gericht ankündigen. Er streitet und lärmt nicht. Man hört seine Stimme nicht auf der Straße. Ein knelltes Schilfrohr verbricht er nicht noch ganz. Ein Docht, das er gläuselt, löscht er nicht aus, bis er das Recht hat gönnen. Und auf ihn hoffen die Heiden.» Da bringen sie ihm einen Verrückten, der dazu blind und taub ist. Und er macht ihn gesund, dass er reden und sehen kann. Und alle Leute kommen das Herzklopfen über und sagen: «Ist das echt nicht doch der Nachfahr vom David?» Die Pharisäer hören es und sagen: «Der treibt Dämonen nur mit dem Belzebul aus, dem obersten Dämon.» Er weiß, was sie denken, und sagt zu ihnen: «Jedes Land, das gespalten ist in sich selber, lehrt sich. Keine Stadt und keine Familie, die gespalten ist in sich selber, überlebt. Und wenn der Satan austritt, so ist er mit sich selber gespalten. Wie könnte da seine Welt überleben? Und wenn ich Dämonen mit dem Belzebul austreibe, mit wem treiben es dann eure Anhänger aus? Drum sind sie einmal eure Richter. Wenn ich aber Dämonen mit dem Willen vom Gott austreibe, so ist doch das Gottesreich schon unter euch. Oder wie könnte einer in eine Burg gehen und die Waffen stellen, bevor er den Kommandant gefesselt hat? Erst nachher kann er die Burg ausrauben. Wer nicht für mich ist gegen mich. Wer nicht sammelt mit mir, der verstreut.» Darum sage ich euch, jede Verfehlung und jede Lästerung gegen den Gott wird an einem Menschen angelassen, aber eine Lästerung gegen den Heiligen Geist nie. Und wenn einer ein Wörtchen gegen den Menschensohn sagt, es wird ihm nachgelassen. Aber wer gegen den Heiligen Geist tritt, dem wird es weder in dieser Welt noch in der neuen nachgelassen. Entweder setzt er einen guten Baum, dann trägt er gute Früchte. Oder er setzt einen faulen Baum, dann trägt er faule Früchte. Wie gut ein Baum ist, merkt man an den Früchten. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wo ihr schlecht sind? Was einer für ein Herz hat, merkt man an dem, was er sagt. Ein guter Mensch bringt Gutes, weil er einen guten Kern hat. Und ein schlechter Mensch bringt Schlechtes, weil er einen schlechten Kern hat. Ich sage euch, dass die Menschen jedes überflüssige Wort, das sie sagen, müssen verantworten am Gerichtstag, weil du nach deinem Wort freigesprochen oder verurteilt wirst. Da geben ihm ein paar Schriftgelehrte und Pharisäer zur Antwort: «Meister, wir würden gern ein Wunder sehen von dir.» Er gibt nicht zurück. Wunder verlangt eine schlechte und treulose Generation. Es gibt nur ein Wunder, wie es der Prophet Jona erlebt hat. Wie der Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch vom Meermonster war, so ist der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herz der Erde. Die Männer von Ninive stehen mit dieser Generation vor Gericht und stechen sie aus, weil sie umdenkt haben auf die Verkündigung vom Jona ab. Aber da geht es um mehr als um den Jona. Eine Königin aus dem Süden tritt mit dieser Generation vor Gericht und sticht sie aus, weil sie vom Ende der Welt gekommen ist, um den Gescheit Salomo zu hören.
Aber da geht es um mehr als um den Salomo. Wenn ein Dämon aus einem Menschen rausgegangen ist, zieht er durch wasserlose Wüsten, sucht einen Rastplatz und findet keinen. Dann sagt er, ich will in mein Haus zurück, wo ich herkomme. Und geht rein, findet es leer, sauber geputzt und aufgeräumt. Dann geht er 7 andere Dämonen holen, noch schlechter als er, und sie gehen dort rein wohnen. Und es wird mit dem Menschen schlimmer als vorher. So passiert es auch in dieser schlechten Generation. Noch als er zu den Leuten redet, sieht er seine Mutter und seine Brüder draussen anstehen, die reden mit ihm. Einer sagt zu ihm, «Deine Mutter und deine Brüder stehen draussen und wollen mit dir reden.» Dem gibt er zur Antwort, «Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?» Und er zeigt auf seine Jünger und sagt, «Das sind meine Mutter und meine Brüder, weil jeder mein Brüder und Schwester und Mutter ist, wo nach dem Willen von meinem mächtigen Vater lebt.»